Das Bühnenproblem hat sich gelöst, der Pastor konnte weiterhelfen. Benita ist fürs Erste zufrieden. Jetzt die Hände rechtzeitig weg. Was ist hier? Was hakt denn hier? Ist es normal, dass du sowas machen musst, wenn du auftrittst? Nee, also dass ich jetzt hier selber mein Podest verschieben muss, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Meistens, also wir haben es schon oft gehabt, dass Podeste überhaupt erst aufgebaut werden, wenn wir kommen. Das ist auch immer ein bisschen blöd, weil es auffällt, aber dafür sind wir ja früh da. Ja, und jetzt? Das kommt vor, das muss man machen, das gehört halt dazu. Wunderbar. Gut. Akku nicht nachgeladen. Doch, nö, ich habe ihn ein bisschen schräg drauf gehalten. Gerade etwas erotisch. Ah, damit kann ich leben. So. Hilft mir der Tochter gerne beim Theater hier? Ja, das ist ja so, bei uns im Theaterverein, das ist ja meistens so üblich, dass die Eltern ihre Kinder mitschleppen. Bei uns war das anders. Sie ist durch einen Bekannten in den Theaterverein eingetreten und wir haben immer schon mal mitgeholfen, meine Frau und ich. Und so nach 8 Jahren haben wir gedacht, nun können wir ja auch mal eintreten. Und das sind auch schon wieder 10 Jahre her. Und als meine Tochter dann anfing, das professionell zu machen, haben wir sie natürlich so im Rahmen unserer Möglichkeiten auch unterstützt. Ist man stolz drauf? Also mit dem Begriff stolz sein sollte man immer dann, wenn man selber was geschafft hat. Sie kann stolz auf das sein, was sie tut, und wir können uns darüber freuen, dass sie das geschafft hat. Wir freuen uns für unsere Tochter, dass sie gut spielen kann, dass sie einiges schon geleistet hat, und darauf kann sie dann stolz sein. Es ist nicht meine Leistung. Wir haben sie in die Welt gesetzt, das ist auch Gekäse. aber das ist es dann auch. Wir freuen uns dann, wenn man ihre Leistung anerkennt. Und dann darf sie darauf stolz sein. So sehe ich das. Am besten Benita? vorher. Nein, ohne meine Eltern geht's gar nicht. Am besten sprühst vorher und machst dann. Nein, ohne meine Eltern könnte ich das alles gar nicht machen. Also was die alles für mich tun, mein Vater, der mit die Plakate druckt, der, wie gesagt, das Auto zur Verfügung stellt und beim Einladen hilft und beim Aufbauen. Und Mama, die mich zwischendurch immer wieder den Text abfragt, was wichtig ist. Ohne den wird es nicht gehen. Und das braucht man auch. Also wenn es denn nicht die Eltern sind, dann bräuchte man Freunde, die einen Vogel haben und das alles so mitmachen. Jetzt sind es meine Eltern, das ist natürlich ganz ideal. Ja, jeder Mensch Doch, hat das- seinen Vogel, ne? Wir haben Theater. Ja. Ich meine, wäret ihr normal, hättet ihr gesagt, Kind, mach doch ausschließlich was Vernünftiges. Verdien Geld. Geh doch Kellnern, da weißt du wenigstens, was du kriegst. Ist man als Mutter noch aufgeregt, wenn die Tochter auf die Bühne geht? Ja, ja, ganz schlimm. Hoffentlich kriegt sie das alles in die Reihe und hoffentlich vergisst sie nichts. Und man ist aufgeregt, jedes Mal. Aber auch stolz, oder? Ja, ja. Bisher hat sie das ja auch mal super gemacht. Das ist prima. Aber man ist schon aufgeregt. Man ist aufgeregt. Stolz bin ich natürlich auch auf sie. Ich finde das schon toll. Ich könnte das nicht auswendig lernen, muss ich mal ehrlich sagen. Das ginge gar nicht. Und ich habe das ja nun schon oft gesehen, aber man denkt immer, stimmt das jetzt noch? Stimmt die Reihenfolge noch? Und ich bewundere sie schon, dass sie das alles auswendig kann. Das finde ich schon. Wer hat das Theaterblut bei Benita in die Gene gelegt? Sie oder ihr Mann? Ich glaube, das ist bei beiden so ein bisschen dran. In meiner Familie schon. Meine Mutter hat schon früher im Amateurtheater gespielt, gerne Theater gespielt, ist auch ganz begeisterte Theatergängerin, ich auch. Aber mein Mann, der spielt ja inzwischen auch, da hat die Tochter ihn zugebracht. Während ich mich nicht auf die Bühne traue, ich bin viel zu nervös. Also ich bin lieber hinter der Bühne, mach mal Inspi oder bin meistens Soufflöse im Amateurtheater. Das bringt mir Spaß, aber auf der Bühne bin ich viel zu nervös. Das wäre nichts für mich. So. Das geht
Die letzten Handgriffe bei der Technik und auch Papa Brunnert ist jetzt mit dem Bühnenbild fertig und zufrieden. Jo. Ist den Damen der Weimarer Gesellschaft zu verdanken, dass wir schließlich des Hauses am Frauenplan verwiesen wurden. Bei Benita steigt die Spannung. Die beiden Hat sie nach 3 Jahren Goethe noch Lampenfieber? auch sehr hübsch. Und ihr zwei? Ja, jetzt kommt's. Also wenn man jetzt nachher auch mal das Publikum kommen hört, dann ist die Spannung auf jeden Fall da und gespannt, wie viele Leute kommen, ob man selber gut drauf ist. Aber ich habe heute ein ganz gutes Gefühl. Das ist schön. Beim letzten Mal war ich so nervös. Das ist ganz schlimm. Jetzt spiele ich das schon seit 3 Jahren und eigentlich ist man ja schon sehr sattelfest, auch im Text. Und plötzlich fange ich an, über Texte nachzudenken, also auch über Texte von Goethe. Und ich denke, macht das ja überhaupt keinen Sinn, was der geschrieben hat? Und dann wird man unsicher. Also am besten nicht nachdenken und einfach machen, was man immer gemacht hat. Schleunig. Ich habe Wurzeln, die sind geheimlich. Im tiefen Boden bin ich gegründet, drum sind die Blüten so schön geründet. Ich kann nicht lieben, kann nicht schranzen, musst mich nicht brechen, musst mich verpflanzen. Ich ging im Walde so vor mich hin. Ich war so heiter, wollte immer weiter. Das war mein Sinn. Wir haben uns verliebt. In den nächsten Wochen wird des Bettes lieblich knarrender Ton gleich mehrfach dafür sorgen, dass es der hiesige Schlosser Johann Christian Spangenberg zur Reparatur hat. Fortan wird mich der meinige sein Erotikon, seinen Bettschatz, sein kleines Naturwesen und nach geschlagenen 18 Jahren endlich auch seine Frau nennen. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach, dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt an seinen Küssen vergehen sollt. Du hast auf diese bösen Reden gegen mich gerade zu Anfang mit frechen Versen reagiert. Was gibst du dir mit Lieb und Ehre und anderen Dingen so viel Pein? Wenn ein tüchtiger Schwanz nur wäre, die Weiber würden sämtlich zufrieden sein. Mir hast du mit diesen Versen keinen großen Gefallen getan. Schließlich wurde ich auch noch die Venus vulgi vaga genannt. Sehr gut, es ist wunderbar, alles so aneinandergereiht und sie macht auch so die einzelnen Posen sehr schön, doch, muss ich sagen. Vor allem unter dem Gesichtspunkt Goethe-Texte zu hören, die man sonst so nicht kennt. Und so schön vorgetragen und so lustvoll vorgetragen, ist das schon was Feines. Nun, ich kenne die Schauspielerin aus eigener Erfahrung. Sie hat das letzte Stück beim Norderstedt Amateurtheater ja inszeniert, nicht? Und ich war ein Spieler von ihr, Ladykillers, ja. Und ich mag sie sehr gerne. Ich habe sie schon in dem vorigen Stück in Glashütte gesehen. Da hat sie auch so ein sehr interessantes Stück inszeniert und gespielt, also ganz hervorragend. Sie ist eine sehr flexible und variable Schauspielerin, die sich von jetzt auf gleich umstellen kann auf die jeweiligen, also ganz toll, ganz toll. Ja, auf jeden Fall erleichtert. Das ist man dann auch immer. Und, ja, ich bin auch ganz zufrieden. Geschwampft, aber Ja, die Schwampfer, die waren blöd. Schwampf ist Theatersprache, ist immer ein Versprecher. ja, fang mal. Ja, aber das, ich denke, es war ansonsten ganz gut. Und was sagt die Mutter dazu? Zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, es waren 2 Schwampfer drin, 2, 3, aber bei solchem Text passiert das einfach. Das ist einfach so. Jeder andere verspricht sich auch mal und das gestehe ich ihr auch zu. Ich trinke ja auch einiges im Laufe des Abends. Ja, und wenn man so eine Flasche Wein trinkt, hast du. werde immer nicht mehr klar. Nein, das hat sie gut gemacht. Wie lange brauchst du jetzt noch zum Abbau, Jürgen? Halbe Stunde maximal. Während Techniker Jürgen alles abbaut, hat Benita noch keinen Feierabend. Publikumsgespräch. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja eine neue Buchung, ein neues Angebot. Egal, Benita Brunnert hat schon Neues vor, aber das ist noch ein Geheimnis.